Kleiner Mann, was nun ist im Prinzip ein Abriss darüber, wie der kleine Mann Pinneberg und seine Frau Lämmchen, Emma Mörschel, versuchen in der Mühle, im Getriebe der Gesellschaft nicht zerrieben zu werden. Das Stück spielt unmittelbar im Entstehen des Zweiten Weltkriegs, also des aufkommenden NS-Regimes. Und vor einigen Jahren ist gerade erst die unzensierte, vollständige Version erschienen, aus der wir unsere Fassung dann bestücken konnten. Und als wir es dann zur Premiere gebracht haben, 2022 im Frühling, erklärte während der Probenzeit Russland eben der Ukraine den Krieg. Und plötzlich war auch dieses Kriegsthema auf eine Weise so nah und so sehr vor der Haustür stehend, dass es uns echt die Schuhe ausgezogen hat. Also wir haben kurzfristig auch daran geglaubt, ob das Stück vielleicht verflucht ist, weil immer eine globale Katastrophe entsteht, wenn wir damit proben. Findest du auch, es sollte eigentlich so ein Outtake-Reel von Kleiner Mann, was nun geben? Unbedingt. Ein Outtake-Reel wäre eine super Idee. Vor allem, weil, glaube ich, nicht so richtig deutlich wird, wie lustig dieses Stück ist. Es ist wahnsinnig lustig und wahnsinnig tragisch. Und natürlich entsteht ja so Humor immer am besten auf den Proben direkt. Liebe Ayla, ich glaube, dass unsere Fassung von Kleiner Mann, was nun die kleinstbesetzte ist, die es bislang auf eine Bühne geschafft hat. Hast du dich denn bei der Anfrage damals selbst gefragt, ob wir das wirklich ernst meinen, dieses große Werk mit nur 2 Schauspielerinnen und 2 Schauspielern umsetzen zu wollen? Nee, ich fand es eigentlich eine ziemlich gute Idee. Kleiner Mann, kleine Besetzung, kleine Regisseurin, passt alles zusammen. So, sag mal ehrlich, der Kassettenrekorder, ne, den wir in der Produktion hatten, den habe ich ja angeschleppt. Und dann hat er nachher ja richtig mitgespielt und hat uns auch aufgehalten, kann man nicht anders sagen. Also mal war er zu leise, dann war das Tape nicht richtig hingespult, dann war die Batterien alle. Er hätte durchaus rausfliegen können. Ist er aber nicht. Weil du so nett bist und mir das Spielzeug nicht wegnehmen wolltest? Oder kannst du es auch regiekonzeptuell erklären? Nee, also der ist natürlich nicht rausgeflogen, weil er großartig ist, der Kassettenrekorder. Und auch was erzählt über die Zeit und die Heutigkeit und so. Punkt. Wie hoch war der Prozentanteil der Privatanekdoten während der Probenzeit? Ja, meinst du meine oder alle insgesamt? Der Prozentsatz war bestimmt hoch und von diesem Prozentsatz war bestimmt auch der Prozentsatz meiner Privatanekdoten hoch, gebe ich zu.